Merci und Madame Claudia Laniol für diesen schriftlichen und mündlichen Bericht. Wir haben für den Moment eine Medizin, die immer mehr an das Maschinelle rangeht. Wir überlassen die Maschinen, sie wird Scannerin, PET-Scannerin, Ultraschall oder wie auch immer, wir überlassen den Maschinen das Privileg für die Diagnose zu machen. Und das fand ich nicht ganz gut. Wir wollen ja gerne eine Revalorisation vom Generalist, vom Hausdoktor. Ich meine, ob die, wo müssen wir hier schaffen, für den dann zu stärken. Aber das ist dann die optimale Solution, da das eine exzellente Relation zwischen dem Doktor einerseits und dem Patient die andererseits. Weil der Doktor selber kann der Patient dahin leiten, wo muss gelegt gehen, das heißt zur Gesundheit. Und ein Doktor, den sich ungefähr bei der ersten Kehr, wo der Patient gesagt 45 Minuten Zeit gibt, die muss am Stand sein, für 95% von der Fälle zu sagen, die Person hat die an die Diagnose. Und die Diagnose muss untermauert gehen mit enger ähnlicher Analyse, und dann muss das stehen. Das man nicht einen, der das besser kann, das ist entweder ein Genie. Es sind das so, mir auf jeden Fall gelehrt, gehen für den Patienten not zu leisten. Und du hast die Kondition, dass das eben Kommunikation mit Patienten. Und ich komme auf ganz rein Detail, auf Finesse von der Sprache. Ich will einfach ein Symptom, Peng. Ich muss können ein Peng beschreiben. Ein Peng, die kann stierchen sein, pickig. Ein Peng, die kann pulsatil sein, das ist klappend. Ein Peng, die kann einen Krampf durchstellen, ein verkrampfter Peng. Ein Peng, die kann reißend sein. Ein Peng, die kann einfach stumpf sein, erdrückend sein. Das sind also schon 5 verschiedene Arten von Pengen, die können akkompaniert sein mit Symptomen, Übelkeit, Bass oder auch was nach anderen Sachen. Auf jeden Fall, alle Symptome haben eine Finesse, und die muss der Patient dem Doktor übermitteln, oder der Doktor muss den Patienten fragen, wie die Symptome dann wirklich ausgesagt für was, weil auf Basis von der Aussage muss der Doktor da können sagen, da dann das ist, was ich meine, das diagnostisch muss stellen, und da muss dann mit paradiagnostisch Methode anwenden, für das ob 100% Stand oder so gut wie es geht, für das feststellen zu können. Ich meine, das ist das Allerwichtigste, und du kannst mir nicht vorstellen, wenn du ein Doktor von einem bulgarischen oder rumänischen von einem EU-Land anerkennt, dass den, ob schon der vielleicht 300, 404 der letzte Bericht kann, dass den alle guten Definessen von der Sprache beherrscht. Und dafür gehe ich mengen, es wäre enorm wichtig, dass wir da aufpassen, weil andernfalls verpassen wir Diagnose, wir verpassen nicht allein Diagnose, wir setzen vielleicht den Patienten vor, kann sein, dass der Doktor sagt, okay, ich schreibe einen Pell ab an, ich war mal drüber. Mir kann auch sein, dass die Moment Krankheit weitergeht, wir verpassen Diagnose, an Krankheitscase oder Gesundheitscase muss dann ja nur dafür abkommen, weil Diagnose nicht zur rechten Zeit gesagt ist. Dafür sind wir im Prinzip nicht d'accord mit diesem Projekt, und wir werden dann dagegen stimmen. Merci.